Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch, wieder draussen auf der Terrasse und beim Durchstöbern bei migusto.ch ist mir wirklich wieder in Erinnerung gerufen worden, dass Spiessli einfach etwas vom Coolsten ist für auf den Grill. Und wirklich eigentlich so richtige Sommerrezepte sind. Auf migusto.ch hat es irgendwie gefühlt die 30, 40, 50 Rezepte, mega coole Rezepte, und ich habe mir 3 Rezepte rausgepickt und die machen wir jetzt zusammen. Und wir fangen an mit Crevetten. I love Crevetten. Für die Crevettenspiesse brauchen wir natürlich Crevetten, kochfertig. Wer das selber nicht mal machen, der geht an die Theke. Zitronensaft, weil es gibt Crevettenspiessli mit der Zitronenmarinade, Erdnussöl habe ich jetzt hier, Zitronenzeste, glatte Peterli und gepressten Knoblauch. Eigentlich würde man Koriander nehmen, aber Koriander und ich, no go. Man nimmt Zitronensaft, Zitronenzeste und Knoblauch und der Fake Koriander. Die mich kennen, wissen, dass ich gerne von Hand arbeite. Die Crevetten habe ich jetzt mariniert und die muss man jetzt wirklich mindestens 10 Minuten einfach so ein bisschen schnaufen. Und wir gehen in diesem Fall weiter zur nächsten Marinade. Der nächste Spieß gibt einen Lamm-Aprikosenspieß. Ich habe hier leider den Einkaufszettel nicht richtig gelesen und frische Aprikosen genommen statt Aprikosen. Egal. Für die nächste Marinade brauchen wir Orangensaft, Rotzucker, Essig. Ich habe also Kräuteressig genommen. Man sieht es vielleicht. Knoblauch, gepresst. Currypulver, Hunds, Kommuns, Schuhlager, Curry, Reis, Casimirpulver und Maizena. Vermischen. Schmeckt gut. Und jetzt erwärmen wir das und wieder abkühlen. Die Marinade ist jetzt fertig und die müssen wir jetzt ein bisschen auskühlen. Und ihr seht, die Konsistenz ist wirklich recht speziell. Das ist wegen Maizena. Der dritte Spieß wird ein Rinds-Speck-Kaffee-Pfefferspieß. Also ganz etwas Spezielles. Ich habe ja Instant-Kaffeepulver genommen, weil ich selber eben keinen Kaffee trinke. Aber wir brauchen das manchmal irgendwie zum Backen oder so. Salz, Pfefferkörner. Die werden jetzt gemörsert. Jetzt bauen wir doch den Spieß gerade zusammen. Man braucht natürlich so einen Spieß. Man kann einen Holzspieß nehmen. Ich habe jetzt da so metallige. Zuerst ein Speckle, dann Rind. Und jetzt tue ich den Spieß mit dieser Gewürzmischung marinieren. Als nächstes geht es an Crevettenspieß. Die sind jetzt genug lang mariniert. Und die werden jetzt einfach hier so aufgespießt. Und fertig. Jetzt bauen wir den Lamm-Aprikosenspieß zusammen. Der Spieß wird jetzt mit dieser Marinade mariniert. Der Grill ist heiß und die Spießchen werden jetzt grilliert. Wir haben natürlich alle unterschiedliche Garzeiten. Als erstes fange ich mal mit dem Lammspieß an. Der braucht sicher länger. Die Grillspieße sind jetzt fertig gegrillt. Der Rinds- und der Crevettenspieß habe ich etwa 5 Minuten rundum gegrillt. Und der hier braucht doppelt so lange. Der braucht etwa 10 Minuten und man muss ihn einfach ständig kehren. Und jetzt geht es ans Probieren. Und ich habe natürlich noch gar nicht gesalzen. Jetzt muss ich die Sache mal ein bisschen salzen. Ja, für mich. Und ich fange mit den Crevetten an. Der hat den feinsten Geschmack, nicht dass der Geschmack verfälscht wird. Ich bin extrem positiv überrascht. Weil man die Marinade so lange einziehen konnte, ist es wirklich bis in die Spitze in die Zitrone gegangen. Es ist wirklich richtig erfrischend und wirklich mega fein. Also unterschätzt den Spieß nicht, der ist super. Als nächstes der Rind. Ganz eine rassige Angelegenheit, also für Pfefferliebhaber wirklich richtig feinen Geschmack. Und es spürt ganz fein so eine Kaffeenote raus. Also auch wirklich mal eine richtige Abwechslung auf dem Grill. Mega fein. Und zum Schluss kommt jetzt so ein super Lamm-Aprikosenspieß. 1001 Nacht auf der Zunge. Hey, nein! Hey, was sind das für Grillspieße? Ich habe am Anfang so gedacht, so ein bisschen langweilig und so. Hey, aber es sind wirklich Geschmacksexplosionen. Und ich
Es ist kein Witz, es ist so fein mit der Aprikose, die so ein bisschen säuerlich ist, mit dem Lamm und auch mit dieser Curry-Marinade. Der Hammer! Wirklich einfach nur gut. Bis zum nächsten Mal.